Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mal wieder Girls Talk Edition, weil es haben sich ein paar Girls oder vielleicht auch Boys wieder mal gewünscht. Und die Wünsche tun wir natürlich akzeptieren. Und darum gibt es das mal wieder. Ich mache das immer mal wieder. Also falls ihr demnächst auch mal wollt, eine Frage reinstellen, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. @9pause oder ich poste es actually auch mega oft einfach auf meinem Main-Kanal, weil es dort mehr Leute sehen und darum mehr Kommentare, also Natisel_ folgt auch gerne dort, oder? Ja, aber also bevor ich auf die Frage eingehe, Mann Leute, es schiesst mich so an. Ich hätte so viel Geiles zu erzählen, weil falls ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, dann wisst ihr, ich habe einen richtig kranken Dreh gehabt, das Wochenende, das jetzt war. Und ich kann euch leider absolut nichts davon erzählen und ich würde so gerne. Oh, das war so heftig. Ich bin auch ein bisschen sicko, bin ich zwar vorher schon gewesen, aber jetzt noch mehr. Und ich würde es so gerne erzählen. Ich bin so... Oh, also wenn alles dann draussen ist, das Video, das kann ich glaube sagen, wenn es online kommt, am 16. Dezember, dann poste ich auch mein Behind the Scenes und so. Ja, dann kommt der Werbespot raus. Und, oh mein Gott, ich bin so hyped. Ich habe noch nie so in so einem krassen Werbespot mitgemacht, Leute. Ja, darum zeige dann bitte mal ein bisschen Support, weil es hat so Spass gemacht. Und ich hätte so Bock, das irgendwann mal wieder zu machen. Also wirklich, es war ja für mich sehr spannend, weil ich studiere ja selber Cast, die Visual Media heisst, ich habe recht viel so mit, ich sag mal, hinter der Kamera zu tun. Und dementsprechend eben, also das ist ja High Level so, also die haben ja keine Ahnung wie viel, also es ist so ein riesiges Team, also ich bin impressed as fuck gewesen, okay, was die alles da können haben, was die gemacht haben und so, für mich war das hure spannend gewesen, zum nur schon einfach sonst bis am Dreh dabei sein und ja, ich kann halt leider mehr erzählen, aber ich will so gerne, Leute, es war so cool gewesen. Vielleicht, wenn dann alles draussen ist, dann kann ich dann auch erzählen. Es ist dann halt ein bisschen weiter weg schon. Geht auch nicht mega fest. 2 Wochen. 2 Wochen schaffen das. Das sind 2 Podcast-Folgen, wo ich nicht darüber reden kann. Und in der dritten rede ich dann vielleicht darüber, wenn ich es nicht vergesse. Aber ja, es war wirklich krank gewesen. Und ich konnte halt auch gar nicht dazu posten. Darum bin ich eigentlich 3 Tage lang einfach tot gewesen, kurz. So in meinen Stories und überall. Aber ja, nein, Mann, es ist so scheiße, jetzt tease so etwas an und ich kann nicht mehr erzählen. Aber ich kann es einfach müssen sagen, dass es passiert ist, der Dreh, dass es krank ist und dass ich mich extrem, extrem freue, bis es draussen ist. Und ich bin so gespannt auf eure Meinung, wie ihr das werdet finden, wie ihr das findet, wenn ich in einem Werbespot dabei bin und alles. Oh. Ja, darum, ja. Ich kann halt wirklich nicht mehr dazu sagen, aber ich würde gerne. Genau, das ist schon mal ein Update. Oh, ja, was haben wir noch? Ja, nein, das ist ja so ein bisschen der Grund, warum ich eben letztes Tag aufgeladen habe. Und ich merke wieder allgemein, ich habe es schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen, dass es momentan wieder so ein bisschen schwieriger ist. Also ich merke so, ich habe schon Ideen, aber irgendwie auch keine Zeit. Also es ist wieder absolut stressig momentan. Ich habe jeden Abend irgendetwas los. Vor allem, oh mein Gott, ich habe nächste Woche am Montag eine fucking mündliche Prüfung. Und ihr wisst, ich studiere Cast, auch die Visual Media, da hast du eigentlich keine Prüfung. Also ich habe bis jetzt noch nie eine Prüfung gehabt, ich studiere das schon 1,5 Jahre. Also sie haben nie gesagt, es gibt nie eine Prüfung, aber es ist ja schon grundsätzlich aufgebaut, dass alles halt so mit Projekt bewertet ist und so. Und ich habe mir das Gefühl, ja, chillig, in dem Fall, wir müssen das nie machen. Und jetzt haben wir einfach in einem Fach Medienmarkt, heisst es doch Medienmarkt? Ich glaube schon. Ja, in dem Fach haben wir jetzt eine mündliche Prüfung. Und es ist halt literally, also ich habe wirklich gerade Flashbacks vom Gymi, weil dort habe ich das letzte Mal da habe ich überhaupt das letzte Mal eine Prüfung gehabt, so. Und darum gebe ich das so hart Flashbacks und ich werde gerade so fest wieder in die Zeit versetzt von dem ganzen Druck von Lernen und Noten und ich weiss nicht, wie ich das im Nachhinein überlebt. Also wie habe ich das überlebt? Wie überlebt ihr das? Weil ich habe jetzt nur, weißt, ich habe ja nur eine Prüfung, ich will ja wirklich nicht motzen. Es gibt Menschen draussen, die eben wie ich auch früher, die so, kann ich, mehrere Prüfungen in der Woche gehabt oder jede Woche eine Prüfung und oh mein Gott, ich komme gerade mit der Krise überall, da geht wieder gefühlt, ja, wirklich Krise. Und es ist ja eigentlich, eben, es ist nur eine Prüfung und ich weiss ja auch, dass ich nachher keine Prüfung mehr wieder habe. Also ja, ich weiss auch nicht, ob dann wieder mal eine wird kommen, aber es ist jetzt wie nicht so wie im Gymi so.
Und trotzdem, Alter, ich habe Eierflattern, es ist erst nächsten Montag. Ich weiss nicht mehr, wie man genau lernt, wie ich soll lernen, wie ich mich soll vorbereiten soll, was auf mich erwartet, ob das easy ist, keine Ahnung, so. Ich bin verloren. Vor allem im Gymi hast du ja noch Blätter bekommen und jetzt habe ich wie so, ich habe einfach alles in die Folie so und ich habe halt keine Notizen gemacht, so sind wir ehrlich so, ich habe ja einfach, so halb mit einem Ohr zugelassen, was jetzt vielleicht auch nicht so das Schlauste war. Aber ja, ich erzähle dann vielleicht nächste Woche, wie die Prüfung war. Aber das wird noch eine Geburt. Aber immerhin sind die mündlichen Prüfungen so das Zweite. Also ich mache es mit der Nina. Und es ist wie so, wir können uns quasi ergänzen. Also es ist eigentlich im Vergleich zum Gymi ist es wirklich easy. Und es ist ja auch nicht so, dass die Noten da gewichtet werden, sondern es ist einfach so, ja, es ist einfach eine Note. Und es ist jetzt nicht so, dass wir komplett können also aus dem Studium fallen, so bei uns, jetzt im Vergleich zu der Uni. Aber trotzdem, es macht mir Angst. Es macht mir Angst. Und ich fühle ja sonst schon die noch in der Schule sind und Prüfungen haben. Aber jetzt gerade bin ich mit meinem Herzen noch mal ein Stückchen mehr bei euch. Ich sage euch ganz ehrlich, ihr seid fucking Macher. Ihr seid fucking Macher, wenn es gibt, noch machen, Alter. Ich kann ja gar nicht mehr, Alter, mich nimmt es komplett. Ja, genau. Aber dafür haben wir nächste Woche ein richtig geiles Modul, ein neues Modul, weil wir haben jetzt Animation abgeschlossen. Jetzt haben wir eine Woche so, einfach so Inputs gehabt über Medien und so. Genau. Lustigerweise, darf ich das sagen? Ich sage jetzt nicht den Namen oder sonst irgendetwas, aber es ist quasi jemand von einer Videoproduktion gekommen, für eine Woche lang, hat bei uns Unterricht gegeben und ich hatte am Wochenende den Dreh gehabt, und ich habe erst irgendwann so 3 Tage, wo der sich schon 3 Tage bei uns ist, habe ich gecheckt, der ist einfach bei der gleichen Firma. Also für euch ist das jetzt wahrscheinlich gerade so, ja, spannend, so, aber für mich war das so gewesen, was? Ich habe die Welt nicht gecheckt, weil es gibt ja so viele Videoproduktionen. Und der ist halt wie bei uns, der hat von seinem Projekt erzählt, der hat alles erzählt. Also mega spannend, weißt du so. Und ich habe vorher eigentlich noch nie etwas von dieser Produktion gehört. Und dann habe ich mir so einen Manager geschrieben, so, ja, mit wem werden wir da eigentlich produzieren? Und der schickt so den Namen und ich bin so, no fucking way! Genau, also es war funny gewesen. Und ich bin jetzt auch heute wieder bei ihnen im Studio gewesen. Und dann platzt halt so der aus. Also er war nicht am Dreh selber dabei nachher, aber er ist einfach auch in dieser Produktion. Und dann platzt er so aus Versehen in unser Zimmer rein. Und ich so, ja moin! Dann sieht man sich wieder. Genau, wir sind jetzt Buddies. Spaß. Nein, aber es ist auf jeden Fall lustig. Es war mega Zufall gewesen. Genau. Ja. Oh, habe ich jetzt schon gesagt, was wir nächste Woche für ein Modul haben? Nein, habe ich nicht. Ich habe es nur angeteased. Und jetzt nächste Woche haben wir das Modul Podcast, Leute. Also, ich denke, das ist wahrscheinlich mega einfach, weil wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann haben sie das Gefühl, es ist jetzt so ein kranker Aufwand. Ist es jetzt auch im Vergleich zu dem, was wir machen müssen? Safe nicht, weil es ist ja dann viel mehr als einfach nur eine Podcast-Folge. Vielleicht kann ich sie actually aufladen. Das wäre geil, wenn ich etwas machen könnte, wo ich quasi auch eben euch zeigen kann. Weil ich habe nur schon ein Behind-the-Scenes aufgeladen von meinem Animationsvideo und ihr sind alle so ausgerastet, so «Oh mein Gott, zeig das Animationsvideo!» Vielleicht kann ich das irgendwann zeigen. Ich muss dort mit SRF noch abklären, ob ich das darf überhaupt. Und sonst, falls es irgendwann auf dem SRF School Channel online ist, dann tue ich es in die Story oder so. Genau. Auf jeden Fall gibt es eben ein Podcast-Modul und dann wird es halt eben, es wird nicht wie jetzt so eine Podcast-Folge, wie ich jetzt gerade am machen bin, sondern halt viel mehr überlegt. Vielleicht hat das mehrere Sachen, vielleicht ist mal dort irgendwie ein Interview eingebaut, dort irgendwo. Also es ist viel aufwendiger. Und dann auch mit Sound, einfach mit, wie sagen wir, ja, einfach mit Sound, weißt du, so, dann kommt mal alles mehr rauschen, wenn es passt und mal dort und einfach so ein bisschen, eigentlich wie ein Hörspiel, basically. So ein bisschen mehr so. Sie nennen jetzt einfach Podcast-Modul. Also ich bin gespannt, ich erzähle dann nächste Woche, was so ein bisschen der Vibe ist oder ob ich euch das dann zeigen kann. Das wäre echt geil. Ja. Vor allem, weil für mich ist das ja nicht, also ich bin die Einzige von meiner Klasse, die jetzt einen Podcast hat, so. Für mich ist das in dem Sinn, ich bin da am meisten oder am ehesten vertraut jetzt zu Podcasts oder nur schon einfach mal mit einem Mikrofon reden. Oder nur schon alleine mal, also mega viele sind so impressed, wenn ich es erzähle, ich mache alleine einen Podcast und so. Oh mein Gott, was kannst du so lange reden? Ich bin so, keine Ahnung, ich rede einfach, also ich rede literally, also ich weiss doch selber nicht. So, ich rede einfach von meinen Problemen und von meinem Alltag und noch so ein Thema, das mich ab und zu selber interessiert oder das euch interessiert. Und that's it, oder? Darum irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es herbringe. Aber
Ja, darum ich bin da, glaube ich, von der Klasse jetzt so ein bisschen am ehesten geübt. Vielleicht habe ich da auch einen Vorteil. Wir werden es sehen, Leute. Aber ich habe jetzt wieder schon viel zu viel lang gelabert. Es geht ja damals so ein bisschen um Girls Tag. Und ich habe, glaube ich, auch wieder schon absolut viele Fragen von Ihnen reingeholt. Darum mal schauen, wie lange ich die Podcast-Folge mache. Weil es ist halt auch schon wieder 10 ab 12 in der Nacht. Wir lieben sich das Leben wieder mal komplett im Griff. Aber ich gehe jetzt gleich mal auf möglichst viel ein. Und wir können ja immer mal wieder so Girls Talks machen. Und ich liebe es eigentlich. Ich finde das voll geil. So ein bisschen... Dann weiss ich ein bisschen mehr, was bei uns so abgeht. Das sind ja so dann so ein bisschen eure Struggles, wo ich darauf eingehe und so tue, als könnte ich es besser. Und so Tipps geben und eigentlich selber am Arsch bin. Nein, Spaß. Also, keine Ahnung, bei den gewissen Sachen, ein oder anderen Sachen, habe auch ich meine ein oder andere Lebenserfahrung gemacht, wo ich euch vielleicht einen Tipp auf den Weg geben kann, der euer Leben wird verändern. Von dem her, wir fangen einfach mal an. Ich tue jetzt alles anonym machen, einfach so, weil ich nicht weiss, ob die Leute das jetzt so geil finden. Aber falls das so ein Kommentar ist, ich grüße euch ganz herzlich. Genau. Wir fangen im Fall schon mal mit einem ersten recht tiefen Kommentar an, wo ich recht lange nicht gewusst habe, kann ich überhaupt etwas dazu sagen? Aber ja, kann ich. Und zwar, wie kann ich meinem eigenen... Oh, ich habe es schon mal falsch vorgeschlagen. Wie kann ich meinen eigenen Körper lieben? Bro, das ist, glaube ich, etwas... Das kann ich wirklich sagen, jeder struggelt damit. Wirklich, ich glaube, absolut jeder. Und falls du gerade zulässt und nicht damit strugglest, dann wirklich geniess dein Leben. Geniess es! Weil es ist ein fucking Pain. Es ist etwas, was einem so hart belastet. Ich finde gerade so in der Pubertät, also wenn ich im Gimmi war, habe mich das so hart belastet, weil eben dann verändert sich dein Körper und du hast, also weißt auch nicht, so gerade als Girl habe ich, bevor meine Hüfte breit war, habe ich so Beine gehabt. Und auf einmal werden deine Hüfte breit und obviously, wenn du in die Pubertät kommst und du quasi zu einer Frau wirst, dann tut sich das Fett vielleicht auch mehr anders ansammeln, so in den Oberschenkeln und alles. Und ich bin gar nicht mit dem klargekommen. Vor allem, weil ich Friends hatte, die noch nicht in der Pubertät waren und dann angefangen haben, meine Oberschenkel zu vergleichen. Und einfach all so Shit. Und dann kommen noch fucking Jungs, die irgendwelche Sprüche machen mit Oberweite und mit weiss doch auch nicht was. Ich weiss zum Beispiel nur noch, als ich im Auto gegangen bin und mein Bruder so, also obviously hat auch so Beine gehabt, so seine Beine mit meinen verglichen hat und so, oh, das ist ein verdammt dicke Bein. Auch so Sachen. Darum, wir leben in einer Welt, wo einfach jeder mit jedem seinen Körper vergleicht und irgendwo auch in dieser Welt, wo so das Schönheitsideal gibt, von das ist schön und so müssen alle aussehen und alle Typen lieben genau das und weiss doch auch nicht was, aber immer kein Typ auf dieser Welt gefallen uns selber. Und das ist im Fall immer so der Spruch, nein, nicht der jetzt, aber der jetzt kommt, wo ich mir selber irgendwie kurz einen Reality-Check gemacht habe, so à la folgender Spruch: Wenn du allein auf dieser Welt wärst, würde es sich absolut nicht kratzen, wie du aussiehst. Bro, sind wir ehrlich. Wenn jetzt gerade bei dir Sonntagnachmittag ist und du hockst auf deiner Couch, es juckt dich ein feuchter Scheissdreck, wie du gerade aussiehst. Einfach weil dich gar niemand sieht. Und das bedeutet ja eigentlich einfach, es juckt uns nur nicht wegen uns, wie wir aussehen, sondern wie wir für andere aussehen. Das ist so dumm eigentlich. So, was juckt das ja? Also, wenn man mal ganz rational schnell denkt, wieso ist es so wichtig, dass wir dem Schönheitsideal entsprechen, nur dass wir gut aussehen für andere. Hure dumm eigentlich. Nein, aber nein, ich verstehe es ja gleich so. Und ich finde gerade in der Pubertät, oder das habe ich zumindest das Gefühl gehabt, habe ich so gemeint, das Aussehen ist so das Wichtigste auf dieser Welt. Also das ist wirklich, also klar, ich hatte auch noch andere Struggles gehabt, so, aber das ist schon ein recht fetter Struggle von mir gewesen. Also ich habe mega mit dem struggelt. Also jetzt kurz Trigger Warning so, ich möchte jetzt da nicht mega tief in das Thema gehen, aber ich kann schon auch mit so Themen wie auf Essen schauen und weiss doch auch nicht, schon zu kämpfen gehabt. Und also wie, ich bin in einem gesunden Rahmen gewesen, von meinem Körper, von meinem allem. So, und ich bin jung gsi. Ich bin 15, 16 gsi. Alter, das nervt mich gerade, wenn ich darüber nachdenke. So, was ich mir für Gedanken gemacht habe, die so hart unnötig sind. Weil eben, du bist in dem Alter, wo das so Problem Number One ist. Und ohne Witz, ich habe ja bei all die Kommentaren durchgegangen, also alle eure Fragen, und 80% ist ums Thema Körper gegangen. Wie kann ich dort, wie kann ich das, wie kann ich mich wohler fühlen in meinem Körper, wie kann ich abnehmen. Also einfach so Sachen, so Bro, chillt mal.
Aussehen ist fucking nicht alles. Und es ist so ein 0815-Spruch und ich hasse es eigentlich selber. So der 0815-Spruch, so ja, Charakter zählt oder... Aber wenn du so ein bisschen älter wirst, dann fängst du an zu checken, dass an diesem Spruch ein bisschen mehr Fleisch im Knochen ist, als man denkt. Nein, sorry, ich rede von so einem Poet, Alter. Nein, aber ohne Witz, ich finde, das ist schon etwas, wo hure viel macht. Also, ich hoffe jetzt, der ist jetzt voll nicht der Dreischis, aber denke mal kurz an eine Person, die ihr komplett sympathisch findet. Also wirklich einfach so eine liebe, coole, selbstbewusste Person, die kommt in den Raum und die strahlt. Und die ist da. Von der, also keine Ahnung, die lässt nichts an sich an, die ist nicht ein unsicherer Mensch, sondern die ist da. Die ist einfach eine coole, eine selbstsichere Frau. Wir reden jetzt schnell von einer Frau. Einfach so, falls sie gerade selber auch eine Frau sind. Falls du Mann bist, dann kann man. Habt ihr schon mal überlegt, an dieser Person, wo ihr jetzt gerade denkt, wow, die hat voll die komische Nase, oder wow, die hat voll den und den Körper. So, nein, in dem Moment tust du das so ausblenden, weil du bist irgendwie einfach so, also wie der Charakter tut das alles irgendwie so ausblenden und also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade voll schwer gesagt, ob ihr jetzt gerade so eine Person im Kopf habt, aber ich habe gerade so eine Person in meinem Kopf. Und für mich ist das so in dem Sinne ein Vorbild, weil ich so, also weißt, wenn ich jetzt wie genau mal anschaue, dann entspricht die Person jetzt nicht 1:1 dem Schönheitsideal. Aber es juckt auch nicht, weil für mich die Person so ein schönes Auftreten hat. Und das ist für mich no joke wie so ein bisschen ein Vorbild, die Person, weil ich dann sehe, hey, es geht gar nicht ums Aussehen. Also ich könnte es auch umgekehrt denken an eine Person, die fucking unsympathisch ist und dafür hure schön. So, was bringt es dir? Die hat so voll das und das und das schön, aber der Charakter ist einfach scheiße. So, ich kann schon nicht mit diesen Menschen anfangen. Und ja, es tut mir voll leid, es tut voll 0815. Aber ich glaube, wenn ihr selber mal an den Punkt gekommen sind, wo ihr vielleicht gerade so ein Beispiel habt oder wo ihr selber an euch merkt, durch das, dass ihr einfach mal eben weniger an all die Gedanken mit Aussehen denkt und viel mehr an eurem Charakter schafft, dass ihr sympathisch wirkt, dass ihr nett sind, dass ihr vielleicht auch irgendein eigenes Problem schafft. Whatever, einfach all das viel mehr am Charakter schafft, an euch selber schafft und selber eure Probleme, ist jetzt schwierig zu sagen, so aus dem Weg probieren zu räumen, dass ihr eine Fröhlichkeit ausstrahlt. Das kommt dann auch wieder zurück. Und das streut so viel, das streut so viel Selbstbewusstsein aus und das macht dich so viel schöner und das gibt so ein Bild von außen, ein ganz anderes, als wenn du so selbstunsicher bist und die ganze Zeit in deinem Kopf, mit deinem Körper bist und wie sehe ich jetzt aus, oh mein Gott, was denken jetzt die, so, das macht hure viel. Und es klingt so nach 15, aber wenn ihr selber mal an den Punkt kommt, wo ihr das checkt, dann ist so, wow, ja, ich habe es gecheckt. Und ich sage nicht, ich bin nicht mehr an dem Punkt, wo mir der Körper scheißegal ist. Also, wie gesagt, wir sind in dieser Welt so. Ich habe auch immer mal wieder meine Momente, wo ich mich hart unwohl fühle. Also ich sage ehrlich, bei mir ist das immer so vor dem Sommer. Dann habe ich Krise des Lebens, des Lebens. Weil einfach gerade, im Sommer, dann bist du vielleicht ein bisschen, weiß auch nicht. Jetzt juckt es mich auch nicht, wie ich aussehe, weil ich so, keine Ahnung, halt eben nicht so entblößt bin. Also einfach nicht so knappe Kleider habe. So, dann machst du auch weniger Gedanken so. Und ich merke es einfach vor allem hure. Also ich habe ja meine Tage eigentlich nicht mehr, weil ich eine Spirale habe. Aber ich habe ja gleich noch einen Zyklus. Und das heisst ja gleich noch von meinen Emotionen. Habe ich mal dort PMS, dort bin ich mal hure glücklich, dort bin ich hure horny. So, ich habe ja gleich noch meinen Zyklus. Und ich merke extrem fest, wie mein Selbstbewusstsein von meinemZyklus abhängig ist. Ohne Witz, ich weiss nicht, könnt ihr mal, Girls, auch mal in die Kommentare schreiben oder auch sonst irgendwo, ob ihr das auch habt. Und falls nicht, dann achtet mal auf das, es macht so viel. Weil manchmal bin ich so, eben, wenn ich gerade in dieser sensiblen Phase bin, dann fühle ich mich auch hässlich. Dann fühle ich mich komplett hässlich. Da habe ich auch das Gefühl, Alter, egal was ich jetzt mache, wie fest ich mich jetzt aufbrezel, ich fühle mich so ugly. Und dann habe ich auch meine Krise. Das ist immer so einmal im Monat, wenn ich meine fette Krise habe. Und dann gibt es eben genau wieder die andere Phase, auch im Zyklus, wo ich so confident bin. Ich habe das Gefühl, oh mein Gott, ich bin so eine geile Sau, Alter. Ich sehe so hot aus. Und Alter, dann bin ich wirklich genau in dieser Phase und dann muss ich die ganze Zeit vor dem Can so den machen. So, oh mein Gott, schau mal, wie hot ich bin. Und ich fühle mich so geil dann. Darum, ich glaube, wenn ich mir selber dann
in dem Moment, wo ich mich hässlich fühle, einfach einem Zyklus die Schuld gebe, dann geht es mir irgendwie auch so ein bisschen besser. Dann bin ich so, okay, ja, ist jetzt einfach gerade die Phase vom Zyklus, jetzt fühle ich mich auch hässlich. Ey, in 2 Wochen ist wieder gut. Ich glaube, wenn ich das wie so ein bisschen für mich so weiss, dann geht es mir schon ein bisschen besser, als wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, ich fühle mich hässlich und ich bin jetzt einfach hässlich und es wird jetzt für immer so bleiben. Darum, vielleicht ist es auch manchmal auch echt der Zyklus. Und sonst Pubertät, ohne Witz, das macht auch viel. Genau. Ja, und eben, was ich sonst noch will sagen, so, es ist ein Prozess, Alter. Wie gesagt, ich finde gerade in der Pubertät ist das so ein riesiges Thema und ich habe das Gefühl, eben, gerade weil wir in dieser Welt leben, wo das so ein riesiges Thema ist und weil wir nur schon von Social Media so viel Fake, das ist so eine Fake-Welt, wo man nur das Perfekte sieht und nur alle haben das Leben im Griff, alle haben den und den Körper, keine Ahnung, also es ist auch hure vieles Fake so. Nur schon, wenn man das die ganze Zeit, jeden Tag, wir benutzen alle unser Handy, keine Ahnung wie viele Stunden am Tag, Social Media, also imagine mal kurz, was das mit eurem Kopf macht, das tut ja so fest die ganze Realität verziehen, dass ihr obviously das Gefühl habt, ihr passt nicht in das perfekte Bild rein. Ja, darum mach mal das kurz ein Reality-Check. So, und eben, wie gesagt, es ist ein Prozess, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, dass man checkt, hey, das ist nicht das Wichtigste auf dieser Welt und das Relevanteste auf der Welt. Und nicht jeder schaut das und das und das im Körper an, sondern jeder ist auch mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, sind wir ehrlich. Voll. Und darum, wichtige Message, schreibt es euch hinter die Ohren, ändere nicht deinen Körper, sondern ändere deine Einstellung. Das war schon cute, oder? Das finde ich echt gut. Könnt ihr das bitte alle schnell tätowieren? Ändere nicht den Körper. Okay, das wäre eine Änderung vom Körper. Egal, ändert nicht euren Körper, sondern ändert eure Einstellung. Ja, weil, das ist auch wieder kitschig, aber ich finde es wichtig, weil dein Körper, also bist mal dankbar für deinen Körper. Dein Körper kann so viel. Es gibt Menschen, die können nicht laufen, es gibt Menschen, die können nicht schauen, es gibt Menschen, die können nicht hören, die können nichts. Wir können das, also die meisten, die jetzt hoffentlich den Podcast hören und sonst checken die Message natürlich auch, ihr könnt laufen, ihr könnt lachen, ihr könnt Menschen umarmen, ihr könnt Menschen glücklich machen, ihr könnt nur schon schnaufen, Alter! Schätzt das mal, Alter, das ist schon geil. Ja, sorry, ich weiß, es ist spät. Aber ihr habt es hoffentlich gecheckt, oder? Das war die deep Message vom Sonntagabend. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir können ja gerne sonst mal wieder über das Thema in einer weiteren Podcast-Folge drüber reden. Weil eben, wie gesagt, ich glaube, es ist schon ein riesiges Thema. Und wie gesagt, ich kann es auch relaten. Ich glaube, gerade die nur schon vor einem halben Jahr meine Podcast-Folge gehört haben, da bin ich auch komplett eben in diesem Frühlingsloch vor dem Sommer, wo ich mich selber hässlich gefühlt habe. Darum, ja, wir gehen mal weiter zu der nächsten Frage. Und zwar, wann weiss man, dass man ready für eine Beziehung ist? Und ich habe das so eine spannende Frage gefunden, weil also es kann ja so ein bisschen 2 Bedeutungen haben. Entweder so allgemein, wann ist man ready für eine Beziehung, so quasi sich selber. Man sagt ja oft zum Beispiel so, hey, man ist nur ready für eine Beziehung, wenn man so selber sich wohlfühlt und alles und wenn man selber ja, nicht mehr selbst und sicher ist, weil sonst das in die Beziehung weiterträgt. 100%. Aber ich finde das klingt das für mich gerade mehr wie so eine Frage von hey, also ich rede jetzt einfach mal von einem Typ, kann auch als Girl sein so. Ich rede jetzt auch allgemein. Wenn du gerade jemanden in der Kennenlernphase hast und es langsam richtig Beziehung rückt und man aber noch nicht 100% sicher ist, ob man jetzt ready für eine Beziehung ist. Also für mich tut es gerade ein bisschen so. Und ich glaube, das ist no joke, ein Struggle, den hure viele unserer Generation haben, weil es einfach viel mehr zur Normalität geworden ist, dass man eben so Friends Plus hat oder irgendwie so Situationship. Und der Schritt zur Beziehung ist dann so riesig. Also ja, einfach mega viele haben nur schon Bindungsängste. Einfach weil es so für mega viele ein Big Step ist. Oder vielleicht haben auch viele so schlechte Erfahrungen auf das Wort Beziehung, weil sie es mehr als Gefängnis sehen. Aber eigentlich, also ist jetzt meine Meinung, Beziehung ist ein Nonplusultra, ein extra Glück, etwas extra Geiles in einer Beziehung. Ihr seid sonst schon happy, ihr macht sonst schon eure Sachen, die euch glücklich machen. Bro, geht in den Ausgang, macht das. Und jetzt kommt noch eine Person, die euch zusätzlich glücklich macht. Das ist kein Gefängnis. So, okay, obviously, wenn ihr jetzt in einer monogamen Beziehung lebt, dann kannst du jetzt vielleicht nicht mehr mit jemand anderem machen. So, außer die machen das miteinander ab. So, dann ist ja alt. Aber so, ich meine jetzt mal von einer monogamen Beziehung.
so, dann sollte es grundsätzlich kein Gefängnis sein, das ist jetzt meine Meinung. Ich finde, wenn du vorher schon ein Girl bist, wo gerne in Ausgang bist, einfach mal zum Tanzen oder zum Spass haben, so, jetzt nicht in dem Sinn, wie ihr meint, so einfach normal in Ausgang gehen. So, dann, dann hat die andere Person eigentlich nichts zu melden. So. Oder wie kann ich, Can und ich, wir machen das, ich finde das mega wichtig, dass man in einer Beziehung seine Freiheit hat. So, der Can macht seine Sachen mit seinen Friends, ich mache meine Sachen mit meinen Friends und ja, ich finde das mega wichtig. So, auf das Wort verbieten bin ich mega allergisch. Also die andere Person hat wirklich gar nichts zu melden, was du anziehst, wie du was, wie, wo. Ja, also eben, es ist ja, ich finde, es ist ein Team, man ist ein Team in einer Beziehung. Es ist jetzt auch nicht so, wenn die andere Person irgendwie etwas sich unwohl fühlt oder so, oder keine Ahnung, eben Eifersucht, also ja, ich schweife jetzt voll ab, es ist ein riesiges Thema, Eifersucht, so. Es ist ja auch nicht, dass die andere Person dann einfach nur böse ist, wenn sie eifersüchtig ist, obviously nicht, das sind ja auch Feelings, die man vielleicht nicht steuern kann und die von einer Selbstunsicherheit kommen. Und ich finde dann aber, ist nicht die Lösung, um jemandem etwas anderes zu verbieten, nur weil du eine Selbstunsicherheit hast, sondern dass man das zusammen anschaut und vielleicht dann eben mal, ja, eben zusammen anschaut und dann das Problem bei dieser Person sucht und eventuell, falls das hilft, kann man ja einen Kompromiss machen, aber ich finde, es ist keine Lösung, dass man dann der anderen Person Sachen verbietet und weiß ich auch nicht, das ist für mich jetzt persönlich eher toxisch so. Aber das ist ja jedem seinem. Aber, sorry, ich habe voll abgeschweift, aber zurück zu deiner Frage, wann weiss man, dass man ready ist für eine Beziehung? Ich finde es schwierig, weil es gibt so zwei Sachen. Eben das eine ist so, dass du eigentlich ganz im tiefen Inneren merkst, das ist eine Person, die macht mich eigentlich voll glücklich. Und eigentlich sind wir ja auch, also leben wir, also behandeln wir uns ja eigentlich auch, als wären wir schon in einer Beziehung. Nur das Wort Beziehung ist noch so ein riesiger Schritt. Also wie, es würde sich in dem Sinn ja eigentlich nichts ändern, wenn wir jetzt würden sagen, wir sind zusammen. Von allem anderen, weil wir schon vielleicht viel Zeit miteinander verbringen und alles. Also es ist mehr einfach so eine Barriere, das Wort Beziehung. Da finde ich eben, da hat es eben mit Unsicherheiten zu tun, mit Bindungsängsten, mit allem Möglichen, mit eben auch mit einem riesigen Druck, der da ist, oder mit vielleicht, weil du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und das ist dann auf jeden Fall etwas, was man zusammen anschauen muss. So, red mit dieser anderen Person unbedingt über das. Weil das ist auch nicht persönlich jetzt von der anderen Person. Eben, ausser es ist die zweite Variante, wo du, und das habe ich auch schon gehabt, das erzähle ich nachher kurz, wo du eine Person am Daten bist und irgendwie so ein bisschen unsicher bist. Also irgendwie so ein bisschen, ja, also du, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, dann wirst du mir gerade sagen, nein, das ist nicht so, aber du weißt eigentlich ganz tief in deinem Inneren, dass es irgendwie nicht so passt. Oder dass es irgendwie nicht dein tiefer Wunsch ist, jetzt mit dieser Person zusammen zu sein. Irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also ich erzähle kurz von mir, ich habe einen Typ datet, sogar 2 Monate oder so lang. Und wir sind uns immer näher gekommen und eben, wir haben uns also geküsst und alles und so und wir haben uns regelmäßig gesehen und wir haben regelmäßig geschrieben. Und mega blöd, aber faktisch hat alles gestimmt. Also wirklich, so seine Eltern haben sich sehr gut mit meinen Eltern verstanden. Er hat näher von mir gewohnt. Ich habe schon meine Traumaliste damals gemacht und also abgehäkelt. Und es hat so alles, also wirklich fast alles hat so gestimmt. Also weißt du, so, nur so Basic-Sachen von Aussehen oder Basic-Sachen von Charakter und weißt du auch nicht, so, er raucht nicht und keine Ahnung, einfach alles so Shit. So, es hat faktisch gesehen fast wirklich eigentlich alles passt. Er ist genauso. Wenn ich jetzt mir selber einen Typ zusammenstelle, dann wäre der irgendwie so rauskommen. Aber ich habe für mich irgendwie einfach gemerkt, nee. Also ich kann es nicht mehr beschreiben, aber es ist wie so ein Schalter, der sich so ein bisschen umgelegt hat von «Oh, ich will eigentlich doch nicht». Und plötzlich hat man alles Zöcke zusammengezogen. Und es war genau der Punkt, wo von meiner Seite eigentlich mega asozial ist, weil ich ja so weit mit ihm gegangen bin und in dem Moment hat sich das alles irgendwo richtig angefühlt, aber wo dann das Wort Beziehung in Frage kam, also so ein bisschen ernster, so jetzt sind wir mal am überlegen, hey, ja, wir daten jetzt schon ein bisschen, wenn wir jetzt zusammenkommen, was sind wir jetzt? Dort habe ich gemerkt, es hat mir eben komplett den Schalter umgelegt. Ich habe gemerkt, okay, nein, ich muss da raus, Leute, wo ist der Notausgang? Und es ist mega böse, weil er hat nichts falsch gemacht. Ich kann es auch gar nicht erklären. Es ist einfach ein Gefühl von mir, wo ich gemerkt habe, nee, ich will nicht, es passt nicht, es tut mir mega leid für ihn. Eben, wie gesagt, er hat nichts falsch gemacht und ich kann es auch gar nicht erklären und ich bin am Schluss nachher obviously als Arschloch gewesen, weil ich nachher einen Strich gemacht habe und er einfach so in Liebe war und es tut mir so leid. Aber wie gesagt, es hat für mich einfach nicht
nicht passt, etwas. Und vielleicht bist du auch gerade an dem Punkt, wo du so dir noch nicht 100% eingestehen, dass es eigentlich nicht das ist, weil dich irgendwie so ein bisschen Cheesy geritten hast. Sorry, weil eigentlich das immer so ein bisschen passt hat und weil du das Gefühl hast, okay, das passt und dann hast du so ein bisschen das geforst, weil du das Gefühl hast, okay, das ist es jetzt und das soll es auch sein und es passt alles und dann merkst du irgendwann so, hey, irgendwie doch nicht oder vielleicht brauche ich ja noch, bin ich noch nicht ready für eine Beziehung, so, und das ist auch voll okay. Und darum, ich finde es mega wichtig, dass man das offen kommuniziert und nicht einfach sein oder ihr Herz bricht und einfach sagt, aus und Ende, ich kann nicht, sondern einfach offen kommuniziert. Und genau das sagst, was du in dem Moment, also ja, fühlst so, von deinen Gefühlen, von was du fühlst. Und ja, eventuell vielleicht auch, dass es gar nicht mit der anderen Person zu tun hat oder je nachdem, ich weiß es nicht. Voll, einfach offen kommunizieren und ja, es ist halt mega blöd. Du verletzt vielleicht in dem Moment jemanden, aber es ist auch dumm, aus Mitleid mit jemandem in eine Beziehung zu kommen. Also das ist auch nicht das Ziel. Darum in dem Moment vielleicht gleich, je früher einen Schlussstrich machen, desto besser, sagen wir es so. Voll. Darum und sonst finde ich es halt wieder schwierig. Ich glaube, das sind für mich so die 2 Options. Und sonst eben, vielleicht braucht es auch noch ein bisschen länger, um sich kennenzulernen. Das ist vielleicht auch die 3. Option. Und sonst würde ich einfach sagen, ist dein Bauchgefühl, das eigentlich sagt, hey, eigentlich nicht. Aber ja, vielleicht hat dir das so ein bisschen geholfen. Wir machen mal weiter. Wie kann ich mich aufs erste Mal vorbereiten? Muss ich clean rasieren, Geruch und so. Also ich habe schon mal eine ganze Podcast-Folge über das Thema erste Mal gemacht. Darum, falls dich das Thema tiefer interessiert, dann kannst du gerne dort vorbeischauen. Ich habe dort wirklich eigentlich alles angesprochen. Auch voll offen eigentlich. Aber ich kann so schlicht nochmal darauf eingehen. Also, wow, und da bin ich jetzt wahrscheinlich auch wieder ganz anderer Meinung als viele andere da draussen werden sein. Aber ich rede jetzt wirklich einfach schnell von meiner Meinung. Und zwar finde ich, du solltest beim ersten Mal nicht so Gedanken haben von «Oh mein Gott, was könnt ihr jetzt denken? Bin ich clean? Muss ich das? Bin ich rasiert? Muss ich mich rasieren? Gefällt ihm das?» Blablabla. So, das ist ein Moment, wo du dich fallen lassen solltest, wo du 100% dich wohlfühlen. Und das bei einer Person, eben das passiert nicht bei jeder Person. Also ich persönlich glaube niemals in einem One-Night-Stand das erste Mal. Eben, das ist komplett die Ansichtssache und ich finde es auch voll eid, wenn das Leute machen. So, das ist ja überhaupt nicht judgy gemeint, so, es ist mehr einfach so. Ich glaube, ich persönlich finde es wichtig, dass man beim ersten Mal kann einfach sich wohlfühlt und sich kann fallen lassen und das nicht etwas ist, wo man hinter sich bringt oder wo man das Gefühl hat, so, also ich weiß auch nicht, eben, es kann ja auch sein, dass man sich mega 100% wohlfühlt mit einer Person, die man das erste Mal gesehen hat. So. Aber wenn du an dem Punkt bist, wo du dir all die Fragen stellst, dann habe ich das Gefühl, ist es nicht der Rahmen, wo du dich 100% kannst fallen lassen. Also ich weiß nicht, so das ist, also ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal jetzt gerade noch einen Orgasmus kann haben, so, aber falls das der Fall wird sein, dass du da einen hast, dann, ich weiß auch nicht, also dann musst du dich auch wohlfühlen, weil das ist etwas ultra krank Intimes, so, ein Orgasmus so. Und das von einer anderen Person machen, also ist halt eben, wie gesagt, recht intim. Und da finde ich es auch wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt und das bei einer Person macht, wo man nicht das Gefühl hat, die ist judgy. Also wirklich das Schlimmste, wo ich wirklich, also ich kann fast nicht mehr reden, wo ich wirklich niemandem wünsche, ist, dass du so eben so das erste Mal mit jemandem hast und die Person dann irgendwelche weirde Kommentare über deinen Körper gibt oder über, weiß auch nicht, wie du rasiert bist oder keine Ahnung was so. Darum macht das wirklich bei einer Person, wo ihr euch 100% wohlfühlt. Das ist mega, mega wichtig. Also finde ich. Genau, weil, also ich weiß auch nicht. Ich kenne halt so viele Kolleginnen, die auch wirklich leider nicht so geile Erfahrungen beim ersten Mal gemacht haben und aber irgendwie das Gefühl hatten, oh mein Gott, ich bin jetzt so und so alt und alle meine Kolleginnen haben schon, ich muss auch, Alter, nein, ich habe das erste Mal mit 18 gehabt und alle meine Friends haben es mit 15 oder 16 gehabt, das war mir scheißegal gewesen, Alter. Ich habe mir selber, no joke, ich habe mir selber gesagt, ich will mein erstes Mal mit 18 haben, das habe ich mir das gesagt und ich habe es auch geschafft. Also ja, wenn es jetzt wahrscheinlich vorher ultra gepasst hätte und ich mich komplett wohlgefühlt hätte, dann wäre es vielleicht auch ein Moment gewesen, so. Aber ich habe mir das wie so ein bisschen als Eigenschutz für mich vorgenommen, so ein bisschen. Ja, weil ich finde, ja, eben, also vielleicht bin ich dadurch ein bisschen anders als die meisten, aber ich habe wie auch das Gefühl, wenn ich 18 bin, dann kann ich auch ein bisschen einfacher entscheiden, ob ich das jetzt wirklich will oder nicht. Und wo ich noch ein bisschen jünger war, habe ich wie auch so ein bisschen gemerkt, dass ich
ja, das ist wie so mein Eigenschutz gewesen, dass ich mir gesagt habe, hey, ich habe mir vorgenommen mit 18. Dann, wenn ich mit einem Typ, vielleicht, also mein Ex damals, so, der hat das gewusst so und er hat dann gar nicht irgendwie etwas forcen, so, der hat gewusst, dort ist die Grenze so. Darum ist das für mich irgendwie auch so ein bisschen als Eigenschutz recht gut gewesen, weil ich irgendwie gewusst habe, ich bin auch nicht so ready und ich kann wirklich das Letzte, was ich will, ist, dass irgendein Typ so hey, nein, mach doch und so und ist doch geil. Weiß auch nicht, einfach so, weil ich bin voll der Mensch, ich bin voll der People-Pleaser gewesen. Also mich hättest du eigentlich voll easy wahrscheinlich knacken und mich irgendwie so manipulieren, dass ich das nachher einfach mache, obwohl ich das nicht will machen. Darum habe ich das voll als Eigenschutz eigentlich so ein bisschen gebraucht, um einfach mir die ganz klare Grenze setzen und mir das mega fest vornehmen. Ja, also ich bin auch ist das jetzt zu intim? Ich weiß nicht. Aber ich bin ja auch eben schon ein Zeitchen mit dem Can zusammen gewesen, so eben mit 17 so, wo es vielleicht vorher schon, wo ich schon ready gewesen wäre und ich habe mich auch wohl gefühlt schon bei ihm, aber ich habe mir einfach das so fest vorgenommen mit 18, dass ich es dann wirklich straight up durchziehen kann. Ja. Man muss natürlich nicht, man will natürlich jetzt nicht so machen wie ich, aber also Inspader! Nein, also darum. Ja, und eben zum Thema so Geruch und so, ich habe recht viel in der anderen Podcast-Folge darüber geredet. Darum, falls ihr das so tief interessiert, dann hört gerne mal dort vorbei. Wir machen mal weiter. Was machen, wenn deine beste Freundin immer mega abweisend ist, sobald man mit anderen zusammen ist? Boah, ich finde das so ein schwieriges Thema, weil ich hatte auch so eine Kollegin gehabt, und darum bin ich jetzt gerade vielleicht auch, also nicht triggernd, aber darum habe ich glaube auch recht so starke Meinung zu dem, oder ja, es gibt halt immer, schau, es gibt so viele Seiten. Ich lese jetzt den Kommentar und vielleicht ist es bei deiner Kollegin ganz anders, als es bei meiner Kollegin war. Für mich persönlich war es schon eher ein No-Go gewesen. Also wie, eben, es gibt ja immer mal, dass man in einer Gruppe vielleicht ein bisschen anders ist, obviously, als wenn man einfach das Zweite ist. Aber wenn man das komplett, also was hast du geschrieben, wenn abweisend, mega abweisend. Wenn sie mega abweisend zu dir ist und quasi jedem anderen so hey. Ich weiß auch nicht. Also ich rede jetzt nur schon von mir, ich hatte eben eine Kollegin gehabt und ich habe gemerkt, so, wenn wir das Zweite waren, mir hat es mega gut gehabt, es war mega cool, ich habe sie mega gerne gehabt. Und eben sobald wir in einer Gruppe waren, habe ich wie gemerkt, sie ist jemand, der sich extrem in den Mittelpunkt stellt und mich komplett ignoriert. Beziehungsweise mich sogar fast in den Schatten stellt. Also so ein bisschen, ja, ich weiß, was ich meine, halt irgendwie so ein bisschen mich, so ein bisschen, damit sie nachher gut dasteht und sie die lustig ist und sie weiß auch nicht so. Und das finde ich dann wirklich schwierig. So, also ja, klar, es hat auch mega krank etwas mit einer Unsicherheit von ihr zu tun. So jemand, wo selbstsicher ist und im Reinen mit sich selber ist, würde das wahrscheinlich nicht machen oder mit Sicherheit nicht machen. Darum, es hängt ja alles so ein bisschen mit Unsicherheit von Menschen zusammen. Darum, sie ist jetzt wahrscheinlich, also doch, sie ist schon die Böse, so, aber auch sie hat irgendwo ihre Seite. Sie würde jetzt wahrscheinlich von sich selber nicht sagen, sie ist die Böse. Wahrscheinlich so. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ihr mir jetzt so das voll jetzt wegstecken. Sie ist selbstsicher, in dem Fall ist jetzt alles easy und ich lasse es einfach über mich gehen. So, obviously nicht. Ich finde, es ist, und das habe ich falsch gemacht, ich habe es einfach immer, also nie angesprochen, sondern ich habe einfach immer mich mehr distanziert. Und ich finde, eigentlich wäre es korrekter von mir gewesen, das anzusprechen. Und ich finde vor allem wichtig, wie man es anspricht. Also auf jeden Fall nicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, du tust immer das und das und ich fühle mich scheiße, sondern red von dir, nur von dir. Und das kann so etwas sein wie, hey, irgendwie ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass immer wenn wir in einer Gruppe sind, dass ich mich so ein bisschen vernachlässigt fühle von dir oder ich irgendwie so ein bisschen merke, dass du mich so ein bisschen abweisst oder keine Ahnung, einfach so ein bisschen, einfach von deinen Feelings, weil das kann niemand abstreiten. So deine Feelings, was du fühlst, sind ja deine Feelings, so das fühlst halt. Und ich finde es auch zum Beispiel nice, wenn man so ein bisschen am Schluss von deinem Monolog, einfach noch so eine Frage stellst, ist dir das auch schon aufgefallen? Weil das ist so, ich weiss nicht, das klingt so lieb. Das klingt so null angriffig, so ist dir das auch schon aufgefallen. So, man bespricht zusammen das Problem, weil man es zusammen lösen will. Und nicht, hey, du machst das falsch, sondern hey, ist das auch schon aufgefallen? Ich weiß auch nicht, finde ich cute. Voll. Und es kann ja, also, ich finde, es kann auch voll zum Beispiel sein, dass es, also, eben wenn du in einer Gruppe bist, dann kommst ja obviously nicht mehr du die 100%ige Aufmerksamkeit über, sondern das tut sich eigentlich in der Gruppe verteilen. Also jeder kommt dann irgendwo gleich viel, also natürlich jeder kommt darauf an, welche Gruppe so, aber eigentlich tut sich das ja die ganze Aufmerksamkeit blöd gesagt aufteilen und dann obviously kommst du nicht mehr gleich viel Aufmerksamkeit über, wie wenn ihr das Zweite wäret. Das ist ja auch nochmal eine Option und vielleicht merkst du dann auch selber, dass es irgendwie so ein bisschen
ich sage mal, ein Me-Problem ist, weil, also ich kenne das auch, dass man dann vielleicht so sich eben ein bisschen vernachlässigt fühlt. Und ich bin zum Beispiel selber mega ein Mensch, der in Gruppen hure unsicher ist. Ich habe schon 1000-mal über das geredet. Und sobald ich dann so ein bisschen, in dem Sinne zu wenig Aufmerksamkeit, das ist voll blöd, aber so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekomme, dann habe ich automatisch das Gefühl, oh mein Gott, niemand interessiert sich für mich und die wollen mich alle nicht dabei haben und dann fange ich meinen Kopf an overthinken des Todes. Aber das ist ja obviously ein Me-Problem, wo ich hure muss an dem arbeiten muss, wo dann in dem Sinne nichts damit zu tun hat, dass jetzt andere Menschen mich vernachlässigen oder die Bösen sind, weil sie jetzt mal nicht mit mir reden. Das kann auch voll mit dem zusammenhängen, darum vielleicht mal so ein bisschen selber schauen, hey, ist es jetzt wirklich etwas, wo sie mich, also weißt, so, mich komplett abweist und zu anderen ist so oder ist es eigentlich etwas, wo ja, es ist halt zu jedem lieb und ich merke gerade so selber, mich stört es irgendwie gerade, dass sie jetzt da, weiss ich auch nicht was. So, das sind so die 2 Options. Aber also ich muss schon grundsätzlich sagen, eben wie gesagt, ich habe ja auch so eine Kollegin gehabt, mir ist es irgendwann hure auf den Sack gegangen. Und eben, sobald dann auch das Umkippte kommt von, sie tut dich schlecht reden oder schlecht in, einfach so ein bisschen, das vor der Gruppe so ein bisschen, ich weiß auch nicht, oder das, ich weiß auch nicht, ich reagiere schon ein bisschen allergisch so. So eben, wenn eine Kollegin ganz anders ist, wenn ihr das Zweite sind und du bist nicht in der Gruppe und sie muss sich extrem aufspielen und dann extrem das laute Lachen und ja, dann fast so ein bisschen die Richtung Pick-me gehen, so zum möglichst viel Aufmerksamkeit von Boys bekommen, das ist mir dann irgendwann wirklich auf die Eier gegangen. Und ich habe dann auch selber gemerkt, dass ich wie so ein bisschen in einen Konkurrenzkampf komme. Also ich bin eigentlich ja nicht, also wie, sonst habe ich das nicht. Und wo sie und ich dann zusammen in der Gruppe waren, habe ich das Gefühl, ich gehe so fest unter, dass ich jetzt auch kämpfen muss, dass ich nicht komplett im Schatten stehe. Und ich habe die Version gar nicht gerne von mir. Und dort habe ich auch gemerkt, okay, nein, das tut mir einfach nicht gut. Aber wie gesagt, ich finde, ich hätte es gleich noch ansprechen, weil es kann ja sein, dass ihr das halt gar nicht aufgefallen ist. So, genau. Sorry, ich habe hure Husten immer noch. Wir gehen mal weiter. Ich hoffe, das hat dir irgendwie so ein bisschen was gebracht. Ich will auf Weihnachten eine Lacoste-Tasche für die Schule, aber meine Kollegen würden chargen. Alter! Oh mein Gott. Also, sorry, jetzt sind wir wieder komplett nach 15, aber das muss wirklich euch absolut nicht jucken, was Menschen von euch denken. Und das klingt wirklich nur nach 15. Ich bin selber auch kein besserer Mensch, weil ich selber auch ich care hure, was andere Menschen über mich denken. Aber ich finde gerade so Kleider. Und das nervt mich hure, weil ich mich voll erinnern, als ich in der 6. Klasse war, da habe ich wirklich, ich habe mich fast nicht getraut, irgendwie, ich weiss noch, als ich mich das erste Mal geschminkt habe, alle sind so gekommen, für wer schminkst du dich? Und also jeder hat es kommentieren, also vor allem jedes Girl. Ich hoffe, dass das Girl Support Girls, dass der, ich sage jetzt mal Trend, dass der ein bisschen in das Alter runtergerutscht ist und ihr wenigstens euch alles ein bisschen supportet. Also auch du, wenn ein anderes Girl etwas Nice hat, dann sagst du entweder, das ist ein geiles Outfit oder sonst sagst du nichts. Wenn du es scheiße findest, dann findest du es scheiße, aber dann behalt's für dich halt. Voll. Ja, nein, kann ich. Das ist etwas, was mich auch hure aufregt. Also, wenn du die Lacoste-Tasche geil findest, dann hol dir die und dann rockst sie, Alter. Weil das sind alles Menschen, die kommentieren, das sind Menschen, die selber hure unglücklich sind im Leben oder hure unsicher. Also, das hängt mit entweder nicht zusammen, von die wollen vielleicht selber auch so etwas, oder weiß auch nicht, es ist ja, also wenn du von deinen Eltern so etwas Geiles bekommst, Alter, geil! Jeder, wo halbwegs, keine Ahnung, nicht böse ist, der gönnt dir das einfach. So, der gönnt dir, auch wenn er es selber vielleicht nicht von seinen Eltern bekommt oder sich nicht leisten kann, der gönnt. Gönnt alle mal ein bisschen mehr, Leute. Ja, und darum, Menschen, die so Kommentare abgeben, die haben einfach selber das Problem. Die sind selber unsicher, die sind neidisch. Oh mein Gott, ich bin so erschrocken. Ja, darum, vielleicht kannst du ja, ich weiß auch nicht, ich habe so ein paar Sprüche aufgeschrieben, die ich mir überlegt habe, die ich so in dem Moment könnte sagen, die so hure krank kontern. Aber ich finde es auch schwierig. Also eben, ich finde gerade in diesem jungen Alter also mit so Leuten kannst du halt nicht kommunizieren, so die checken es halt nicht. So, das ist einfach ein paar Hirnzellen weniger, so sind wir ehrlich. Aber vielleicht kannst du so, also einfach, wenn du in die Schule kommst, es kann auch ein Outfit sein, es muss ja nicht mal die Tasche sein für alle anderen so. Oder irgendetwas, was ihr geil findet und Angst hat, dass ihr judged werdet. Geht mit Confidence dort rein, so, dass er eigentlich genau nur schon auf so Sprüche wartet, Alter, dass er genau rasieren kann. Nein, dann gibt es Sprüche, wo ich sagen kann, ja, lustig, dass du dich so für meine Kleider interessierst. Boom! Okay, ich weiß nicht, ob es so geht, aber es ist schon gut.
Weil dann gehst du eigentlich gerade so zurück, Alter, mach dein eigenes Business. Was juckt sie, was ich anhabe, Alter? Lustig, dass sich das so hart interessiert, mein Leben. Also ich kann schon mega simpel sagen, ja, danke für deinen Input, aber mir gefällt es eigentlich. Das ist simpel. Finde ich gut. Einfach sagen. Einfach ganz neutral bleiben. So, ich finde, wenn ihr nachher voll auf das eingeht, dann haben die genau ihre Bestätigung. Ihr müsst voll neutral bleiben und also wie, das ist irgendeine Person, die irgendetwas mega hässliches sagt, Alter. Lasst das nicht an euch an, sondern prallt das schön ab mit Lächeln und Winken. Weil ich glaube, gerade in dem Moment, die müssen sich halt hure ins Licht stellen, die haben es hure nötig. Darum, ihr habt es nicht nötig. Und im besten Fall, einfach ignorieren, weil das tut so abschwächen, weil die bekommen genau nicht ihre Bestätigung. So, die finden es selber dann hure, also so ein bisschen unangenehm, wenn sie einfach niemand gehört hat. Weil das ist doch genau der Gruppendruck, den du in diesem Alter so hast, dass du so etwas Böses sagst, um eben dich selber so ins Licht zu stellen, damit alle rundherum lachen, was du für eine geile Sau bist, weil du jetzt jemanden runtergemacht hast. Lieben wir. Also ich kenne sie auch von früher noch. Und wenn die Person einfach mal ignorierst, dann hat sie die ganze Kraft nicht. So, es ist für die nur geil, wenn sie deinen bösen Blick sieht oder wenn sie deine Unsicherheit sieht. Und wenn du selber mit Confidence die hure Tasche trägst, dann kommt das gar nicht erst an dich an, weißt. Genau. Was ist der beste Snack bei deinen Tagen? Also wie gesagt, ich kann meine Tage nehmen, aber Leute, ich bin süchtig momentan. Kennt ihr, also ich bin also schon Kinder-Schokosüchtig. Es ist schlimm. Es gibt momentan so einen Santa. Das ist eigentlich wie so ein Überraschungsei, halt ohne Überraschung und in gross. Und ich esse fast jeden Tag so einen im Fall. Es ist schlimm. Aber es ist der Snack, der mich momentan wirklich einfach happy macht. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade schon in einer Phase, wo ich meine Tage hätte. Und momentan macht mich das einfach glücklich. Also falls ihr gerade einen Snack braucht und das könnte noch eurem Ding sein, dann holt euch den Santa, Alter. Das ist wirklich... Oh! Da steht gerade dann einer. Ja. Ich muss die ganze Zeit husten. Wie übersteht man am besten die Streitphase in der Beziehung? Was macht eine lange Beziehung aus? Wow, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Ich müsste eigentlich mal mit dem Chana-Podcast-Folge darüber machen. Weil, wow, ich bin so froh, ist die Streitphase durch. Also, es gibt ja am Anfang die Phase, wo so Sonnenbrille, also wie sagen wir, pinke Sonnenbrille, alles ist toll, man lernt sich kennen, Schmetterlinge im Bauch und dann kommt irgendwann die Streitphase, wo du dich so ein bisschen näher kennenlernst. Es gibt die ersten Reibungspunkte und ich weiß es auch nicht, aber es ist ja irgendwie... Es gibt dann einfach ein paar Explosionen und ich weiß, also doch, es ist schon relativ normal, dass es in einer Beziehung ist. Eben, das kann ich nicht gehen. Also es ist einfach so, klar, es kann sein, dass es nicht gibt, so, das ist schön und gut, aber ich finde ehrlich gesagt die Phase auch wichtig, weil so lernst du, wie miteinander umgehen, du lernst, was sind die Triggerpunkte von der anderen Person und es ist eine schwierige Phase. Ich finde, es tut ja auch immer mehr die Fronten verhärten, also der Can und ich, wir haben teilweise immer die gleichen Themen gehabt, immer wieder und dann es hat immer so 2, 3 Trigger-Themen gehabt. Sobald die wieder gekommen sind, es hat angefangen, wir haben voll Kern geschossen, Alter. Also ja, eben, natürlich da alles im gesunden Rahmen. Wir haben jetzt nicht da beleidigt oder weiss ich auch nicht was. Aber gleich so, wir sind schon, also wir haben wirklich Phasen gehabt, wir sind schon hässig geworden. Und ich finde in dem Moment, das habe ich vorhin, wo ich da die Frage rausgesucht habe, habe ich den Chunk das gefragt. Und er hat gesagt, kommunizieren und zusammen an dem Ziel arbeiten, dass man das will durchstehen. Und ich finde das 2 so wichtige Punkte, weil das eine eben kommunizieren und da finde ich so hart wichtig. Also gerade so Sachen wie, ich finde in dem Film wird das so, wie sagt man, glorifiziert, dass man einfach wegläuft oder dass man einfach abhängt und das ist so toxisch. Leute, wenn ihr streitet oder diskutiert mit eurem Partner, dann ist das Letzte, was ihr machen sollt, ist im Streit einfach weglaufen. Ich finde das so disrespectful. Was man natürlich machen kann, ist, wenn man gerade voll im Streit ist, dass man vielleicht gerade einfach so merkt, hey, jetzt wird es gerade hitzig und zu emotional, vielleicht tun wir schnell uns in unterschiedliche Räume und dann nachher, wenn wir out of emotion sind, nochmal schnell darüber reden, wenn es braucht. Das ist für mich so eine Option, wo man sagt, hey, wir müssen jetzt schnell uns einfach in unterschiedliche Räume einfach schnell trennen. So. Aber einfach das Weglaufen, das macht dann nur noch hässiger und das ist für mich so, macht es nicht. Ja. Und eben der zweite Punkt, man ist ein Team. Und das haben der Can und ich schon einmal wieder so gesagt, so hey, wir haben jetzt gerade eine Streitphase,
das ist genau die Phase, die ist normal in einer Beziehung. Wenn diese Phase vorbei ist, ist das die schönste Phase. Das ist noch 1000-mal schöner als die hure Sonnenbrillenphase, ohne wie ich sagen soll. Weil dann haben wir eine Person, wo... Also ich finde einfach, das ist so viel schöner. Es wird auch immer so dass die pink Sonnenbrillenphase ist so schön und Schmetterling und so. Und auch mega viele sind am Struggle so, oh mein Gott, ich habe kein Schmetterling mehr. So, Bro, die Schmetterlinge sind eigentlich etwas Negatives, weil das ist genau das Gefühl, das man hat, wenn man vielleicht noch unsicher ist oder wenn man sich noch nicht 100% fallen kann und sich wohlfühlen. Und das sollte man in einer Beziehung. So, sich 100% können wohlfühlen, sich selber können sein, sich nicht verstellen, nicht Angst haben, dass man gejudged wird. Einfach eine Person, die da ist, zum supporten und zum dich glücklich machen. Und auf Gegenseitigkeit natürlich, so auch du. Voll. Und darum, ich finde, in einer Beziehung ist man immer ein Team. Also auch wenn man streitet und Konflikt hat und unterschiedliche Meinungen, dann sehen die andere Person nicht als kompletten Gegner, sondern sehen es als, hey, wir haben jetzt gerade die Phase und wir kommen da zusammen durch, wir wollen das schaffen, wir haben unsere Konflikte, die lösen sich irgendwann, die lösen sich irgendwann, auch wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, oh mein Gott, das ist ein Thema, das sich immer wiederholt. Irgendwann findet ihr eine Lösung. Es braucht manchmal ein Zeitchen, manchmal braucht es vielleicht auch einfach eben Zeit und gar nicht unbedingt die Lösung. So, manchmal sind das eben, also das ist ja wie so ein bisschen, die Streitphase ist voll aufgebaut eben auf dem Glas, so dass irgendwann fängt dich jede Kleinigkeit an abfucken und an aufregen und wenn du aus dieser Streitphase raus bist, dann juckt es sich gar nicht mehr. Oder dann sind das so kleine Sachen, dass es wie, ich weiß auch nicht, eben wenn du in dieser Phase bist, dann tun sich ja die Fronten immer mehr verhärten. Dann bist du irgendwann so hässig, dass die andere Person vielleicht keinen Untersetzer brauchen beim Glas und das fuckt dich schon ab und du explodierst schon, weil es einfach wie sagen wir, die Zündschnur ist so kurz. So, das ist einfach in dieser Phase so. Und darum ist es extrem wichtig, dass ihr immer wieder sagt, hey, wir sind gerade ein Team und wir schaffen es, diese Phase zusammen. Wie in guten, so auch in schlechten Zeiten, meine Freunde. Ja, das würde ich wirklich sagen. Das eine, Kommunikation. Kommuniziert offen über eure Gefühle. Und mit Kommunizieren ist wirklich Number one. Dann nicht mit dem Finger auf die andere Person und sagen so, du tust immer das und da. Redet von euren fucking Feelings. Ich fühle mich dort das. Ich würde mir wünschen, das. So, Punkt. Das ist extrem wichtig. Und das ist ja etwas, was du nicht einfach so kannst, sondern das lernst. Und ich finde, das lernst du genau in dieser Phase. So, ich habe, no joke, extrem viel gelernt, seit ich mit dem Can zusammen bin. Wirklich, ich habe viel von ihm gelernt. Ich habe viel mit ihm zusammen gelernt. Wir haben es zusammen gelernt. Und ich finde, darum ist irgendwie auch die Streitphase so wichtig in der Beziehung, weil du lernst zusammen. Du lernst als Team gegen auch so Sachen so zu kämpfen. Und das ist ja genau immer der Punkt, wo Beziehungen entweder scheitern oder nicht. Ich glaube, wir sind auch gerade in einer Generation, wo man immer in diesem Punkt ist und das Gefühl hat, oh mein Gott, das passt nicht. Und in den Filmen, in den Hollywood-Filmen ist immer alles so perfekt und bei mir ist es nicht und darum bringt es das jetzt nicht mehr. Aber Bro, das sind halt Filme und das andere sind Bücher. Und wir sind in der scheiß Realität und auch nicht auf Social Media. So, es gibt halt die scheiß Streitphase. Und es ist hure wichtig, also eben, wenn es im gesunden Rahmen ist natürlich, auch für die können zu kämpfen und das nicht gerade wegrühren, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht die perfekte Beziehung, sondern die kommt erst noch voll. Also was heisst perfekt? Aber ich rede von einfach eine schöne Beziehung, die einem glücklich macht. Genau, ich hoffe, es hat die Frage so ein bisschen beantwortet. Ich könnte gerne alle Gedanken, die ihr jetzt gerade habt, ich kenne nur meine Mama, wenn sie meine Podcast-Folge hört, dann hat sie noch 1000 Sachen, die sie am liebsten würde auch noch gerade in dem Moment sagen. Schreibt das alles in die Kommentare. Schreibt eure Gedanken, eure Meinung, vielleicht habt ihr auch andere Meinung als ich. All die Fetzen, das in die Kommentare, ich bin hure gespannt. Oder vielleicht auch eure Erfahrungen, vielleicht habt ihr auch teilweise andere Erfahrungen gemacht als ich, das ist ja auch voll leid, ich rede jetzt auch noch von mir, so, von meinen Erfahrungen, das ist ja nicht alles, was ich sage, richtig, oder andere Tipps oder whatever, so, euer Senf zu jedem Thema, so ein bisschen will ich hören. Darum, voll, schreibt in die Kommentare, wenn ihr die Podcast-Folge gefunden habt. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, wenn er euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!